Ich, äh, ich komme aus Graz, Österreich, und arbeite seit mehr als 30 Jahren im Bereich der sanften Mobilität. Und das ist sozusagen die aktiven Mobilitätsformen für das Zu-Fuß-Gehen und Radfahren und für den öffentlichen Verkehr. Das ist das Thema meiner Arbeit, größtenteils in EU-Projekten, in mehr als 100 EU-Projekten teilgenommen und zum Teil auch koordiniert. Im Moment bin ich beim Institut für Verkehrspädagogik in Graz tätig. Es ist so, dass eigentlich schon in den letzten, kann man sagen, 10 Jahren die Popularität vom Radverkehr zugenommen hat. Aber das hat noch einen zusätzlichen Push bekommen durch jetzt diese Pandemie, die wir haben. Und dadurch ist der Radverkehr sozusagen eine natürliche Antwort gewesen auf Distanz halten und im Freien unterwegs sein, und das hat gut als Verkehrsmittel zur Pandemie gepasst und hat auch diese Pop-up-Radwege jetzt vielleicht weniger in Slowenien und Österreich, aber im europäischen Kontext geführt. Und es hat natürlich auch Rückschlüsse sozusagen für die Städte unserer Länder zugelassen, dass man Verkehrsflächen umwandeln kann von Kfz-Verkehrsflächen zu Radverkehrsflächen. Das ist ja permanent geschehen in Paris, München, vielen französischen Städten, und hat jetzt so eine Fahrt aufgenommen, die auch nach der Pandemie, da bin ich mir fast sicher, anhalten wird. In Österreich gibt es zumindest einen Masterplan für den Radverkehr. Das ist das, was die Bundesebene macht, sozusagen die Vorgaben, und dazu gehören auch Überlegungen, gesetzliche Bestimmungen gerechter für den Radverkehr zu machen. Da hat jetzt kürzlich dazu gezählt die Einführung von Radfahrstraßen in unserer Straßenverkehrsordnung. Das heißt, das sind Straßen, wo das Radfahren nebeneinander erlaubt ist, was ein wichtiger Teil ist, vor allem für den urbanen Radverkehr. Und das Ähnliche ist für Begegnungszonen. Das sind sozusagen Zonen, wo gleichberechtigter Verkehr möglich ist auf niedrigem Temponiveau, 20 km/h. Und das fördert auch natürlich den Radverkehr. Das ist vor allem für Kreuzungsbereiche und so. Das wären die gesetzlichen Vorgaben und die staatliche Ebene. Das andere ist die regionale Ebene, die auch Radverkehrsstrategien entwickelt und die Gemeinden darin unterstützt, finanziell, aber auch planerisch Radverkehrsaktivitäten zu ergreifen und auch kommunikativ sozusagen, dass es Kampagnen gibt, die auf übergeordneter Ebene laufen und lokale Kampagnen dann unterstützen. Das kann von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein, aber im Grunde ist es eine Kombination von Aktivitäten, die den Radverkehr voranbringt. Und zwar ist da schon eine zentrale Aktivität dabei, Infrastruktur anzubieten in der Qualität, dass man sagen kann, Eltern können da getrost ihre Kinder ohne Angst darauf fahren lassen. Das ist, glaube ich, ein Qualitätsmerkmal, woran man eine gute Radverkehrsinfrastruktur erkennt, wenn die Eltern keine Angst mehr haben, ihre Kinder loszuschicken. Und damit passiert es automatisch. Aber es gibt auch andere Bestandteile. Und es gibt ein Programm, das heißt BiPAD, Bicycle Policy Audit. Und da werden diese verschiedenen Module der Radverkehrsförderung abgebildet, und man schaut gemeinsam, also die Nutzer, die Politiker und die Verwaltung, darauf, wo jetzt Lücken in der Qualität sind. Das geht von den User Needs über Leadership, über Strategien, über natürlich finanzielle Mittel und personelle Ausstattung bis hin zu Infrastruktursicherheit, Kampagnen, Information, Erziehung und, was auch sehr wichtig ist, Maßnahmen im Komplementärbereich. Das bedeutet, man kann sehr, sehr viel für den Radverkehr tun, indem man den Autoverkehr Privilegien abbaut.
Ja? Also indem man Geschwindigkeitsniveaus zurücknimmt, Tempo 30 etc., indem man Begegnungszonen einführt, indem man verkehrsfreie Straßen oder Wohnzonen einführt, wo Kinder auf der Straße vor ihrem Wohnplatz, vor ihrer Wohnung gefahrenfrei das Radfahren lernen können und spielen können. Also diese Dinge spielen zusammen und natürlich dann auch das Ganze zu evaluieren und weiter zu verbessern. Und das alles wird in dem BiPAD-Programm untersucht und Aktionsprogramme geschaffen, genau für diese Bereiche, wo man feststellt, da gibt es einen Qualitätsmangel. Ja, da gibt es sehr gute Mobilitätsuntersuchung Österreich unterwegs, heißt die, wo alle ganz Österreich im Mobilitätsverhalten untersucht wurde. Und da ist man draufgekommen, je kleiner die Stadt, desto weniger Radverkehr, was eigentlich überraschend war, weil von den Weglängen und was man alles mit dem Radverkehr erledigen kann, würde die Logik einem sagen, eine kleine Stadt, da können viel mehr Leute alles mit dem Rad erledigen. Aber es gibt einen wichtigen Hinderungsgrund und der ist der entscheidende Grund, warum das so ist. In kleinen Städten gibt es überall Parkplätze vor den Häusern, wo die Leute losfahren. An jedem Zielpunkt üblicherweise ist Fläche vorhanden, die asphaltiert wird für Autoparkplätze. Und wenn man so ein Komplementärsystem hat, dass das Autofahren unheimlich attraktiv gemacht wird, dann ist das Rad sozusagen erst die zweite Wahl. Und daran kann man schon sehen, wenn man am Autoverkehrssystem nichts ändern will, ist es sehr schwer, den Radverkehr zu fördern oder das ernsthaft in die Hand zu nehmen. Man muss beide Systeme bearbeiten. Für die Menschen mit Kindern ist es üblicherweise, wenn sie sich einmal dem Thema des Radfahrens nähern, eine sehr emotionelle Sache, weil Kinder sehr gerne Radfahren oder gerne mitfahren, auch im Lastenrad oder im Fahrradanhänger, je nach Alter der Kinder. Und damit wird es zu einer Familienangelegenheit und eine emotionale Geschichte. Es gibt aber auch die andere Seite, dass Eltern, die ihre Kinder üblicherweise im Auto transportieren, gar nicht die Vorstellungskraft haben oder sehr von starken Ängsten begleitet sind. Und da geht es oft ums Ausprobieren. Ja? Und auch um die Erziehung der Eltern. In Graz gibt es da beispielsweise für alle Volksschulkinder in der 4. Volksschulklasse Radfahrtraining im öffentlichen Raum. Aber in Wirklichkeit fängt es viel früher an. Wir haben ein ganzes Programm aufgebaut in Kindergärten, wo man den ersten Zugang, wo man mit diesen Laufrädern und Rollern es erlernt, die Balance zu halten. Und was das für ein tolles Gefühl ist, wenn Kinder erstmals die Balance halten können. Für die Eltern, wenn man das bildlich festhält und auch in Geschichten verpackt und die Kindergartenpädagogen und Pädagoginnen darauf vorbereitet, das Thema zu bearbeiten, dann kann das sehr emotional dazu führen, dass die Kinder auch die Beeinflusser ihrer Eltern werden. Und das ist ein wichtiger Punkt. Sonst hätte ich gesagt, ist die Frage so zu beantworten, dass natürlich Radfahren üblicherweise eine schnelle Verkehrsart ist, wo man direkt, wo man hin will, einen Parkplatz findet. Also diese Vorteile, die werden schon von den Leuten gesehen. Für mich persönlich ist es so, dass Radfahren eigentlich mein Ideengenerator ist. Immer wenn ich über etwas nachzudenken habe, dann brauche ich eigentlich eine Radfahrt zur Arbeit oder sonst wohin. Das erleichtert mir, einen klaren Gedanken zu finden. Und das dürfte bei anderen Leuten vielleicht auch so sein. Das würde ich sagen. Aber es ist meist dann so, für die Leute, die es mal probiert haben, die erkennen das. Aber die Herausforderung ist, dazu zu kommen, dass jemand das überhaupt ausprobiert, um das zu erkennen. Ja, wir haben dann manchmal so Probierprogramme gemacht in Projekten mit dem Rad zum Einkauf zum Beispiel, wo für einen Monat lang
die Leute ein Fahrrad mit Einkaufskorb etc. zur Verfügung gestellt haben, die sonst üblicherweise mit dem Rad zum Supermarkt gekommen sind. Und dann sind die haben dann noch einen Gutschein als Belohnung und so bekommen von dem Supermarkt. Und dann sind die interviewt worden und da war ich auch bei vielen Interviews dabei. Und die Leute waren überrascht, wie viel Platz in einem Fahrradkorb ist, in einem großen, und dass man damit direkt vor die Haustür fahren kann. Aber die hätten das nie vorher probiert, wenn es nicht so ein Programm und wenn sie nicht da persönlich angesprochen werden, und manche haben nur wegen des Gutscheins teilgenommen. Aber man muss diese Situationen schaffen, dass Leute das überhaupt einmal ausprobieren, sonst haben sie nur eine Fantasie, wie kompliziert das ist oder unsicher. Oder manche haben geglaubt, dass es sehr oft regnet und waren überrascht, dass in dem Monat, wo sie Rad gefahren ist, dass nicht täglich der Regen kommt oder so, wie die Ängste im Kopf manchmal konstruiert werden. Eine große Rolle. Das hat man jetzt in Deutschland bemerken können, wo in Berlin, das wird ja bekannt sein, dieser Ratentscheid von der Bevölkerung, es ist über Unterschriftenlisten gegangen zum Senat und ist dort in ein Mobilitätsgesetz gegossen worden. Und das ist eine Bottom-up-Bewegung gewesen, die Folgewirkung, jetzt sind, glaube ich, 63 Städte, die solche Ratentscheidungen angestoßen haben, wo die Bevölkerung, ein gewisser Bevölkerungsanteil dafür unterschrieben hat, Konzepte entwickelt hat und so die Politik motiviert hat, dafür Mittel bereitzustellen und gesetzliche Rahmenbedingungen oder ordnungspolitische Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir haben sowas Ähnliches auch in Österreich. In Graz heißt das MOVE-IT, die Bewegung, die in relativ kurzer Zeit viele Unterstützer gefunden hat, was natürlich politisch dann auch gehört wurde, oder in Wien heißt das Platz für Wien, wo es überhaupt gegangen ist um die Umwandlung der Straßenflächen für aktive Verkehrsarten, aber auch für mehr Grünraum im öffentlichen Raum und mehr Aufenthaltsraum, Sitzflächen etc. Sozusagen die Straße nicht nur ausschließlich den Maschinen zur Verfügung zu stellen, sondern sie wieder für die Menschen zurückzuholen. Ja. Und daher sind diese Bottom-up-Bewegungen sehr kräftig und kriegen richtig Schwung. Aber es gibt natürlich Sachen, die ohnehin gut kombinierbar sind. So in Graz setzt sich Friday for Future zum Beispiel sehr stark für die aktive Mobilität ein. Und fordert die Bevölkerung auf, auch das Freitagsradeln zu betreiben und so einen Einstieg in den Radverkehr. Und vor allem für sozusagen, die sprechen auch für die junge Zielgruppe. So Ähnliches gilt für Critical Mass, wo am letzten Freitag des Monats einfach die Hauptstraßen von den Radfahrenden einmal gefahrlos befahren werden können. Und das wird auch getan. Und das ist eine junge Bewegung, die finde ich sehr erfreulich und frisch und bringt guten Wind wieder in unsere politischen Entscheidungen. Das ist eine Frage, die kann fast nur beantwortet werden, indem man in vielen anderen Ländern Rad fährt, damit man sozusagen einen Vergleich hat. Weil sonst wird's immer nur aus der eigenen Blase heraus entschieden. Und also ich bin schon viel Rad gefahren in unterschiedlichsten Städten und Ländern. Und da würde ich sagen, da ist Österreich so im Mittelfeld. Ja? Also wenn man schaut, in Dänemark oder den Niederlanden ist der Radfahrer natürlich viel stärker das Normale und als normaler Verkehrsteilnehmer und nicht als Verkehrshindernis wahrgenommen. So auch in vielen deutschen Städten, wo da eine gute Situation da ist. Dann gibt es natürlich schon Städte und Länder, wo das Radfahren in das urbane Radfahren in den Bereich Abenteuer gehört. Das ist zum Teil auch in den südlichen Ländern so.
Und da braucht man schon starkes Selbstvertrauen, wenn man da unterwegs ist. Österreich und Slowenien würde ich da im Mittelfeld einschätzen, was dieses Verhältnis zwischen Autoverkehr und Radfahrern betrifft. Aber es ist Luft nach oben. Die Zeit ist reif für einen Wandel. Also zu glauben oder Angst zu haben, dass die Autofahrer rebellieren, wenn man ihnen Privilegien abbaut, das braucht man nicht. Sondern der Vorteil, dem Menschen öffentlichen Raum zurückzugeben, ist so viel größer. Und wenn man das einmal gemacht hat, will niemand mehr in den umgekehrten Zustand zurück. Ja? Kein Mensch hat noch gesagt, wir müssen eine Fußgängerzone wieder, wir müssen da wieder den Autoverkehr reinlassen oder in eine Wohngebietszone, wo es Wohnstraßen gibt, wieder den Autoverkehr, wo die Kinder spielen können, wo den Autoverkehr. Nur die Umstellung, wenn das jetzt derzeit der Autoverkehr ist, in eine andere Straße, fällt so schwer der Gedanke, obwohl es, wenn es dann gemacht wurde, so viele Vorteile bringt. Drum Mut zur Veränderung und das wird mitgetragen. Natürlich braucht es eine gute Kommunikation dazu und eine klare Strategie und keinen Zickzackkurs und sowohl als aber, sondern das klar umzusetzen. Das würde ich den Politikern sagen. Was das Radfahren noch zusätzlich jetzt, dem Radfahren einen zusätzlichen Schub gibt, sind auch fahrzeugtechnische Entwicklungen. Das eine ist, dass diese Pedelecs und die elektrischen Fahrräder für Menschen, die im hügeligen Bereich wohnen oder Menschen, die jetzt körperlich nicht mehr so stark sind, einfach oder für normale Radfahrer einfach die Reichweite des Fahrrads erhöht haben. Und damit ist auch ein enormer Anwendungsschub gekommen, ja, was das Pendeln betrifft und das alles. Und das denke ich schon, das ist jetzt was einen richtigen, wo so ein Booster, ein zusätzlicher ist. Und das Zweite ist, dass die Cargo-Bikes, also Fahrräder, wo man Einkaufsgut, Kinder etc. mit transportiert werden oder Eltern, je nachdem, dass damit ein echter Autoersatz, was das Transportverhalten betrifft, geschaffen wurde und immer stärker anwendet findet, ist auch ein Phänomen, was dem Radverkehr zusätzlich Rückenwind verschafft.